Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin. Sehr geehrte Geschwister im Islam, ich würde gerne heute ein paar Punkte über die Philosophie des Fastens Ihnen vorzutragen. Zuerst, der Gott, der Erhabene, sagt im heiligen Buch Koran, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ihnen vorgeschrieben ist Fasten wie andere Gemeinschaften oder vorherige Gemeinschaften. Das ist eine Pflicht. Und wir verstehen von diesem Vers, dass in aller Gemeinden, in aller prophetischen Traditionen es gab und gibt auch Fasten. Aber am Ende, la'allakum tattaqun, vielleicht ihr werdet frömmig oder gottesfürchtig. Ich würde gerne 2, 3 Punkte über dieses Wort Taqwa aufklären. Taqwa in islamischer Literatur ein Schlüsselwort ist und hat auch multidimensional viele Facetten. Wir haben immer als Gottesfurcht oder Frömmigkeit betrachtet, aber auch eine andere Bedeutung, auch Verantwortungsgefühl dem Gott gegenüber, Menschen gegenüber und uns selbst gegenüber. Und versuchen auch alles zu tun, ist am besten Art und Weise das zu leisten oder zu verwirklichen, Taqwa. Und hier in diesem Monat Ramadan, zuerst dem Gott gegenüber, wir sind verantwortlich und wir sollten unsere Dankbarkeit am besten Art und Weise ausdrücken und verwirklichen, theoretisch und auch praktisch. Wenn wir Dankbarkeit, wie Gott uns viele Gaben und auch gegeben hat, wie Gott das wollte, das auch auszugeben und auch Menschen behilflich sein und Leid anderen teilen, eine Art von auch Dankbarkeit. Aber es gibt sehr wenige dankbare Menschen auf der Erde. Gott sagt im Koran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Wirklich, die Dankbarkeit üben, sind sehr wenig. Und ein Ziel und Zweck des Fasten auch ist Dankbarkeit. Wenn wir hungrig sind, wir können Gottes Gaben und Segen besser schätzen. Und diese Schätzung wird eine Schild und schützt uns gegen äußere Versuchungen von geistlichen Teufeln oder von menschlichen Teufeln. Und wie eine andere Dimension auch des Fasten oder Philosophie des Fasten, Autokontrollmechanismus zu stärken. Wir sollten Herr der Salon sein. Unsere Vernunft und Rationalität sollte unsere Begierden und auch unsere Leidenschaften unter Kontrolle halten. Das ist sehr wichtig. Jemand, der zügellos agiert und seine inneren Schweine nicht kontrollieren kann. Jeder von uns in sich hat eine Affe oder eine Teufel oder eine Schweine, je nach Verhaltens- oder Benehmenart und Weise. Menschen, die grenzlos agieren, Menschen, die alles wünschen, sie haben eine Affennatur, oder Menschen, die keine Grenze kennen, sie sind Schweine, und jeder hat in sich eine Schweine, eine Affe oder eine Teufel, jemand, der immer Intrige und dann immer listig ist und Intrige schmiedet, er ist auch wie ein Teufel, aber jeder Potenzial hat das Ziel und Zweck, alle diese negative Dimensionen, diese Charakterzüge beiseite zu legen oder kontrollieren und unsere Vernunft und Rationalität im Licht des göttlichen Offenbarung herrschen lassen. Er sollte so Kontrolle üben. Eine Philosophie des Fasten auch ist das. Körperliche Gesundheit, das ist auch sehr wichtig. Ja, 365 Tage wir essen und trinken. Und heutige Menschen, viele haben so Überschuss von Glucose, von Fette, und das ist auch Ursache für viele Krankheiten. Aber durch Fasten, wie Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Sumu tasihu, Fasten und eure Gesundheit genießen. Und durch diese Fasten, geistliche als auch körperliche Gesundheit wir so kriegen oder wir
schaffen das. Und eine andere Dimension auch, dass durch unsere Fasten wir beweisen unsere Glaube. Wir beweisen unsere Glaube, weil im Koran steht, dass Glaube ohne Taten und Werken nützt nicht. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Dieses Glaubensbekenntniswort ist La ilaha illallah, aber durch gute Taten und Werken aufsteigt zum himmlischen Reich oder beim Gott. Und unsere Fasten, auch unsere, wie Jalaluddin Rumi gesagt hat, in einer sehr schönen Dichtung, in Namaz, Roze wa Hajj und Zakat, هم گواهی دادن است از اعتقاد این زکات و هدیه و ترک حسد هم گواهی دادن است از شر خود سر خود گوهری دارم ز تقوا و سخا این زکات و روزه در هر دو گواه ich faste, ich bete, ich Hajj mache, Pilgerfahrt, alles sind Beweise und auch Zeichen von meiner inneren Glaube. Wenn ich Glaube habe, wenn ich behaupte, Behauptung ist einfach, aber diese Behauptung beweisen braucht auch Beweisung. Und diese Zakat, was ich zahle, oder diese Spenden oder diese Sadaqat, was ich bezahle, alle auch sind so Zeichen und von meiner inneren Welt. Was läuft in meiner inneren Welt? Dadurch herauskristallisiert sich, okay, was für eine Gedanken, was für eine innere Welt habe ich. Ich behaupte, ich bin frommig. Ich bin gottesfürchtig, ich bin voller von Verantwortung. Aber diese Behauptung auch wieder braucht eine Beweise. Dafür Beweise auch ist Fasten und auch Zahlen, Zakat. Fasten ist für meine Taqwa ein Beweis und Zahlen auch für meine Großzügigkeit. Wer Muslim auch ist großzügig, sollte man bezahlen. Und in diesem Monat eine unserer Aufgaben auch mit anderen teilen und ihre Leid in uns erleben und Mitleidgefühl durch Fasten in uns erwecken. Das ist auch ein Ziel und Zweck. Es gibt so viele andere Punkte. Inshallah, nächste Woche, wir werden darüber etwas sagen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.